So groß ist der Herr. Guten Morgen miteinander. Wie geht es euch alle mit der Hitze? Könnt ihr euch vorstellen, wie ich aufgewachsen bin? Nicht einfach einen Monat von meinem Jahr, sondern was haben wir, etwa 6 Monate mit dem Hitze? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr euch nicht vorstellen, ich genieße es. Ich kann sagen, ich genieße es richtig. Wir haben eine neue Predigtserie angefangen. So, wir nennen das so Sommer-Predigtserie. Es ist eine Bibelexegese. Wir schauen in ein Buch in der Bibel. Wir haben uns entschieden, weil es ist nur 3 Mal, was für ein Buch hat 3 Kapitel. Das ist der 2. Petrus. Es war dann so schwierig zu sagen, okay, schauen wir alle Bücher, die 3 Kapitel haben, und entscheiden wir von einem, und das ist der 2. Petrus. Und dann haben wir gesagt, gut, wir schauen den 2. Petrus, damit wir jeden Sonntag ein Kapitel miteinander schauen. Wer von euch kennt oder schafft schon jetzt mit KI? Wer hat eine Ahnung, was KI ist überhaupt? Wow, so viel! So ein bisschen ältere Leute. Hey, awesome! KI heisst, künstliche, das nicht wollen sagen. Künstliche Intelligenz. KI heisst künstliche Intelligenz oder AI auf Englisch. Künstliche Intelligenz kannst du heute ChatGPT haben oder unterschiedliche Sachen mit dem machen. Ich nehme an, wir haben vielleicht viele Ingenieure oder Lehrer, Lehrerinnen. Ich weiß nicht, von wo kennen die das. Aber es ist mega cool. Ich habe letzte Woche die KI von meinen Eltern gezeigt und habe ich auf ihre Handy das abgeladen, damit sie auf Sachen übersetzen oder das E-Mail einfacher schreiben. Es bringt viel Gelegenheit und Möglichkeiten von uns. Es hat wirklich geniale Sachen drin. Und was ich letzte Woche gemacht habe, ich habe am Freitag die Predigt immer noch nicht geschrieben. Dann was mache ich? Gehe ich auf ChatGPT und ich habe geschrieben, schreib mir eine Predigt auf 2. Petrus, Kapitel 1. Und ich habe dann genau geschrieben, was ich will. Könnt ihr die ersten Slides haben? Der ChatGPT hat mir eine Predigt geschrieben von 2. Petrus, Kapitel 1. Innerhalb von 5 Sekunden, es war nicht 10 Sekunden. 5 Sekunden kann ich die erste Folie haben. Eine ziemlich... Kannst du gerade selber ChatGPT eingeben? Gut, es ist auf Englisch. Ich schreibe all meine Predigten auf Englisch. Und dann tue ich auf Deutsch übersetzen. Aber es ist überhaupt nicht schlecht. Also wenn ich würde nur 2 Stunden drin investieren und ein bisschen andere Fragen stellen, dann kannst du bitte noch Parallelvers mir geben oder kannst du noch eine andere Introduction geben, kannst du ein bisschen über das und das mir schreiben. Ich hätte locker von der ChatGPT Predigt machen und euch heute predigen. Aber ich frage euch, was würdet ihr gerne hören? Eine Predigt von mir oder eine Predigt durch KI? Von mir. By the way, es ist sehr oberflächlich. Also ich glaube, im Moment kann man noch nicht, oder ich weiß, ein Prediger hat in England das gemacht, aber er hat es auch gesagt, dass ich werde ab jetzt durch KI predigen. Aber es ist sehr interessant. Und ich habe Kollegen, die Lehrer, Lehrerinnen sind, die extrem jetzt Schwierigkeiten haben, zu wissen, ob die Schüler, Schülerinnen, haben durch KI ihre Arbeit geschrieben oder selber. Habe ich den ChatGPT gefragt, gibt es eine Art und Weise, wie du herausfinden kannst, ob ein Text, ob eine Arbeit von dir geschrieben ist oder nicht? Und er hat antwortet, im Moment gibt es keinen Weg. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe die gleiche Predigt wieder in der ChatGPT, in der KI rein und dann habe ich gefragt, hast du den Text geschrieben? Und sie sagt, nein, ich bin unfähig, solche Texte zu schreiben. Wahnsinn! Also ich kann machen, was ich will. Aber das macht Leben so schwierig, weil wie weißt du, was ist gefälscht, was ist echt?
Wie kannst du als Lehrer, Lehrerin, ihr wissen, was für eine Predigt ist durchgemacht von KI und wer hat tatsächlich Zeit investiert, studiert, hat etwas von dem rausgeschrieben. Wie kannst du ein gefälschte von echten unterscheiden? Wird sehr schwierig. Also es hat viele gute Sachen, aber es hat auch die Gefahr, nur man kann sagen, was ist falsch, was ist gefälscht, was ist einfach so innerhalb von Sekunden gekommen, oder etwas, wo eine Person wirklich Gedanken und Energie drin investiert. Und um das geht 2. Petrus. Der 2. Petrus steht da und sagt, hey, der Evangelium, die ich euch gegeben habe, der Arbeit, die wir investiert haben, das ist echt. Die Botschaft, was ich euch gebe, das ist echte Botschaft. Das ist nicht etwas gefälscht von falschen Lehrern, die etwas einfach zusammen haben und euch geben und ihr freut euch. Schaut, was ist gefälscht und was ist echt. Glaubt an das Wahre, auf das, was Gott uns gegeben hat und baut euren Glauben auf Wahrheit. Über das werden wir in den nächsten paar Wochen noch mehr hören. Baut ein Fundament von eurem Glauben. Sind vorsichtig und schaut auf die Gefahr, wenn jemand kommt und sagt, hey, da ist eine Botschaft, da ist das, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Das weiß ich besser. Und Petrus sagt, nein, ich weiß besser, weil ich es erlebt, ich habe es gesehen, ich habe es gespürt. So, von der Introduction. Wir gehen, was ist fake und was ist real, was ist gefälscht und was ist echt. Lass uns gerade reingehen in den 2. Petrus, Kapitel 1. Ich habe eine Elberfelder Übersetzung gebraucht und sowieso beim Bibelstudium, ich nehme nie eine Übersetzung, sondern mindestens 3. 2 von gleicher Sprache und eine von einer anderen Sprache. Und das hilft mir auch unterschiedliche Übersetzungen und Worte wahrnehmen und sehen. Und ich habe Elberfelder, weil das ist bei dem Text näher als der originale Text, aber nicht mega einfach zu verstehen. Und ich lese auch von der NGÜ. So, wir können gerade in den ersten Kapitel hineingehen. Petrus fängt an mit dem Vers: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesus Christus. Wir bleiben gerade bei dem. Simon Petrus, Knecht und Apostel, Diener und Apostel Jesus Christus. Ist es nicht interessant, dass der Petrus sich Simon nennt? Ich meine, es ist sicher etwa 30, 40, 50 Jahre nach Jesus. Er ist ein alter Mann, er ist sicher im Rom. Das ist der letzte Brief, den er schreibt. Innerhalb von ein paar Wochen oder sogar ein paar Tagen wird er vor Gericht stehen und umgebracht. Er weiß es, weil er lebt schon in der Zeit von Emperor Neon, wo viele Christen umgebracht hat. Ihm ist sehr klar, ich sterbe in ein paar Tagen, vielleicht in einer Woche. Und er schreibt es selber im Vers 14. Hey, ihr wisst, ich werde bald sterben. So eigentlich, er schaut auf die nächsten paar Tage, wo er wird hingerichtet. Und da, nach so vielen Jahren, gerade vor seinem Tod, und die höchst wichtigen Sachen, die wir aussprechen können, bevor wir sterben, die sind mega wichtige Sachen, oder? Bevor jemand spricht, stirbt, man fragt, was hat er zuletzt gesagt? Was war das letzte Wort gewesen? Die sind mega wertvoll, die kommen tief vom Herz. Und diese Worte, die er zum allerletzten Mal wird aussprechen und an uns, an die Kirche weitergeben. So er kommt und sagt, ich Simon Petrus. Beides. Der Vorname, bevor er Jesus kennengelernt hat, Petrus, die Name, wo Jesus ihm gegeben hat. Simon, weil das ist der echte Petrus. Der Petrus schämt sich nicht, zugeben, wer er war, bevor er Petrus geworden ist. Er schämt sich nicht, zugeben, dass er ein Versager war. Dass er Fehler gemacht hat. Das Wort Unzulänglichkeit. Dass er unzulänglich war.
Verstehen die alle? Okay, sind nicht. Petrus hat sicher gemacht, er hat sichergestellt, dass in allen Evangelien, besonders im Evangelium von Markus, all seine Fehler, all sein Versagen, all die Zeit, wo er langsam Sachen lernen musste, er war langsam dran, er hat immer wieder nichts kapiert, dass es reinkommt. Das wird aufgeschrieben. Er hat sichergestellt, dass alle Evangelien erzählen von mindestens 1 oder 2 von seinen Fehlern. Weil dadurch gibt er uns eine Hoffnung. Wenn der Simon mit seiner langsamen Lernprozessfähigkeit, mit all seinen Versagen und Fehlern, mit all der Zeit, wo er kurz kommt, wenn er zu Petrus werden kann, so kann ich. Wenn er das geschafft hat, so kann ich. Und er will sagen, hey, ich bin ein Versager gewesen. Ich bin der Simon gewesen. Und der kleine Simon ist immer noch in mir. Ist noch nicht fertig. Ich bin immer noch ein Versager. Ich mache immer noch Fehler. Deswegen, ich möchte mich vorstellen als Simon, der Fehler macht. Der kurz kommt. Der nicht immer perfekt ist. Der nicht vollkommen ist. Und ich schäme mich nicht, ein schönes Bild von mir darzustellen. Nein, das bin ich. Ich bin Simon, aber ich bin auch Petrus. Der, wo Jesus durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch sein Vergeben geheilt hat. Mit Autorität erfüllt hat. Ich bin Diener Gottes in allererster Linie. Ich bin sein Diener, aber ich bin auch ein Apostel. Und ich habe Autorität von ihm empfangen, von Jesus selber. Weil Jesus hat gesagt, all die Macht und Autorität vom Himmel und Erde wird mir gegeben. Und das gebe ich euch weiter. Und er hat an Simon gesagt, Simon, ab heute werdest du Petrus genannt. Du bist nicht mehr der Simon, sondern Petrus. Und die Schlüssel vom Himmel werde ich dir geben. Und er weiß, ich bin erfüllt von Autorität von Jesus Christus. So fängt er an, der Simon Petrus, dein Apostel. By the way, ich muss sagen, wenn ich keine Disziplin oder Selbstbeherrschung hätte ich locker 15 Minuten über die einen Vers predigen. Locker. Ich habe ein Studium gemacht, kein ChatGPT, sondern ich habe ein paar Bücher gelesen und nur, was es heisst, Knecht und Apostel zusammen. Und ich kann locker 15 Minuten darüber predigen. Das mache ich nicht. Keine Angst. Aber es ist so erfüllt mit Bedeutung. Und dann geht er wieder denen, die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Also er spricht an den Menschen, an uns, an dich, wo genau gleichen kostbaren Glauben empfangen hast wie er. Wenn ich das gelesen habe, musste ich lachen. Ich dachte, are you kidding me? Was du denkst, der Brina, 2000 Jahre später nach deiner Existenz, habe ich gleichen kostbaren Glauben wie du, Petrus. Ich meine, du bist mit Jesus gegangen. Du hast am gleichen Ort geschlafen wie er. Du hast dasselbe Essen gegessen wie er. Ich meine, du bist auf Wasser gegangen mit ihm. Ein paar Schritte, aber trotzdem. Du hast ihn gesehen, berührt, geschmeckt, umarmt. Du hast mit ihm gestritten. Und du sagst, wir haben den gleichen Glauben. Wenn ich Petrus wäre, wenn ich Jesus gesehen hätte, wäre mein Leben ganz anders ausgesehen. Aber doch, sagt er, ihr habt genau den gleichen Glauben. Ihr nicht anders als ich, wo Jesus gesehen hat. Wo Jesus erlebt, wir denken, ich weiß nicht, wer denkt wie ich, wenn ich Jesus würde sehen, wenn ich Jesus würde leben, wenn ich würde mit Jesus laufen, essen, ihn spüren, dann hätte ich einen anderen Glauben. Denn mein christlicher Glaube wäre so fundiert und stark und bogus. Auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, was bogus auf. Nein, ich sage es nicht auf Deutsch. Schwer, schlechte Worte. Nein, das stimmt nicht. Dein Glaube wird genau gleich. Dein Glaube wird genau gleich. Wir Glauben kommt nicht vom Gesehen, sondern vom Hören kommt von Wort Gottes. Dein Glaube kommt von ihm. Und er hat dir genau gleichen Glauben gegeben wie der Petrus. So. Ihr habt den gleichen Glauben empfangen durch die Gerechtigkeit unserer Gott und unseres Gottes und Retter Jesus Christus. Das ist ein gutes Beispiel, wo die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Viele sagen, aber er spricht von Gott im Himmel und Jesus, der Retter.
Nein, grammatisch spricht von, ihr habt den Glauben empfangen durch unseren Gott und Retter Jesus Christus. Wenn einer sagt, ja, die Bibel sagt nie, dass Jesus ist Gott. Doch, die Bibel sagt sehr oft, Jesus ist Gott. Und das ist eine von der Stellen. Jesus ist der Gott, der hat Leib, Körper genommen, ist auf Erde gekommen, in unserer Mitte ist gelaufen und ist gestorben für uns. Gewandelt. Das ist der Jesus. Er ist Gott. Gnade und Friede werden... Ich weiss, ihr habt jetzt Angst, weil ihr seht, dass ich gehe Wort für Wort. Ich sage, hey, der 1. Petrus hat noch viel Vers. Keine Angst. Ihr werdet recht sein. Heute nach dem Gottesdienst gibt es Grill. Das heisst, wir können bis 12 Uhr da sein, okay? Von daher easy. Wir können alle da essen. Niemand will spät zum Mittag kommen. Locker. Wir haben noch genug Zeit. Nein, ich kann nur bis Vers 11 predigen. Könnt ihr schnaufen. Gnade und Friede werden euch immer reichlich zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesus, unseren Herrn. In der Erkenntnis Gottes wird man Friede und Gnade haben. Ich lese von einer anderen Übersetzung, und deswegen habe ich euch gesagt, ich werde 2 verschiedene Übersetzungen nehmen. Gnade und Friede sei mit euch in Fülle durch die Erkenntnis Gottes und Jesus, unseres Herrn. Seine göttliche Macht, oh, das ist Vers 3, kann ich Vers 3 so, danke. Seine göttliche Macht hat uns alles gegeben, was wir für ein gottgefälliges Leben brauchen. Ja, ich bleibe da. Wieso habe ich von der anderen Übersetzung genommen? Weil da sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottesfurcht geschenkt hat. Ich habe die gottgefälliges Leben viel gern als der Übersetzung von er hat uns alles gegeben, um ein gottgefälliges Leben. Wer lebt ein gottgefälliges Leben? Wenn ich dich ganz ehrlich frage, wie geht es dir mit dem Wort? Er hat uns alles gegeben, damit wir in Gottesfurcht, in ein gottesgefälliges Leben leben. Wie geht es dir mit dem Wort? Fordert dich aus, tut dich stressen, zeigt dich wie unvollkommen, unheilig, nicht genügend. Du bist, ich bin. Schreibt Petrus einen neuen ethnischen Kontext. Jetzt müssen wir ein gottesgefälliges Leben haben. Was sagt er da? Wir haben alles. Wir haben. Schreibt er nur zu gewissen Menschen, wie Remo und Döris, die perfekt sind, in meinen Augen. Es wären noch andere perfekte Leute, aber ich nehme die 2. Wo einfach so diszipliniert sind. Und hey, sie beten und sie haben so ein göttliches Leben, wo nur so kleine Teile von solchen Menschen können erfüllen. Ich meine, du musst so diszipliniert sein, so fest dran sein, so fest dir Mühe geben und Leistungen reinbringen, bis du ehrlich kannst ein gottesgefälliges Leben haben. Wer kann das machen? Schreibt er zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die vollkommen sind, heilig sind. Nein, das macht er nicht. Also, ihr habt so erreicht, well done. Er schreibt zu genau Menschen, die nicht mit ihrer Vollkommenheit zu Gott gehen. Mit ihrer Stärke, mit dem weiss ich bringe Leistung. Ich kann es machen, ich kann Gott gefallen durch meine Taten. Nein, das schreibt er nicht. Er schreibt genau zu Menschen, die unvollkommen sind. Die mit ihrer Schwäche zu ihm gehen. Menschen, die nicht zu Jesus gehen und Anerkennung haben. Siehst du, wie gut habe ich gemacht? Siehst du, wie schön habe ich gemacht? Siehst du, ich habe es Gott gefallen? Nein, er schreibt zu Menschen, die zu Jesus gehen mit Demut und sagen, es tut mir leid, vergib mir. Es tut mir leid, ich brauche deine Gnade. Ich brauche deinen Frieden. Ich brauche dich. Und dann, es ist durch seine Kraft. Es ist nicht durch deine Leistung. Es ist nicht nur
klar, du musst auch etwas reinbringen. Wir werden das jetzt gerade nachher sehen. Wir bringen auch etwas, wir bringen auch Leistung rein. Aber es ist nicht nur meine Leistung, sondern seine Kraft, dass es ermöglicht macht. Seine Heilige Geist, der in mir lebt. Der Schlüssel da ist Erkenntnis. Wenn ich ihn erkenne, dann werde ich Frieden haben, dann werde ich Gnade haben, dann werde ich ein gottesgefälliges Leben haben. In Erkenntnis von Gott ist die Quelle von Frieden, Freude, Gnade und ein Leben, das ihm gefällt. Ein Leben mit Gottesfurcht. Was heißt Erkenntnis von Gott? Heißt es ein intellektuelles Verständnis von Gott? Ich kenne ihn, ich weiß über ihn. Heißt es ein theologisches Studium, wo du kannst ihn wirklich mega gut kennen, seine Eigenschaften, wer er ist, was er macht, wie er ist immer war? Nein. Es erkennen heisst ein Herzensoffenbarung, ein Herzenswissen, da ist mein Gott. Ich kenne ihn, ich spüre ihn, ich liebe ihn, ich bin verliebt in ihn. Ich bin verliebt in ihn. Kann ich sagen, kennst du deine Mann und deine Frau? Ja, mega gut. Ein intimer Erkenntnis von Gott bringt uns ein gottesgefälliges Leben. Ein Leben, wenn ich ihn so liebe und wenn ich verliebt bin, dann komme ich in ein Leben, wenn ich ihm gefällt tue. Wenn ich nicht mehr mir Mühe gebe und einfach Leistung nur reinbringen mit eigenen Taten, sondern es fließt von mir raus. Der letzte von der Vers 3, der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Ich habe es mega gerne, das Wort «seine», es ist in den Originaltext nicht reingekommen. Durch eigene, aber klar, es ist für seine. In der Originaltext, das Wort «seine» ist nicht drin. Aber ich nehme an, er hat uns nicht durch unsere Herrlichkeit und Tugend. Wie würde das aussehen, wenn Gott würde auf Maß für deine Herrlichkeit und Tugend die Verheißungen geben? Schau mal, Vers 4. Durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, indem ihr entflohen seid dem Verderben, das in der Welt ist, durch die Lust. Das sind schwierige Worte. So, erstens ist es nicht cool, dass Gott seine Verheißungen an die kostbaren Verheißungen gegeben hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, Gute. Seine eigene, nicht das, was du machst. Weil das wird so klein. Meine Finger sind eigentlich zusammen. Das ist so klein, wie die Verheißungen, wenn es auf meine Herrlichkeit wäre. Und dann, es hört nicht da auf. Es ist interessant, er gibt uns bis jetzt, wir haben gehört, dass in ihm, keines von ihm, wir haben Frieden, wir haben Gnade, wir leben in ein gottgefälliges Leben. Awesome, oder? Lange das nicht? Genug das nicht? Für mich das lange. So die ersten 2, 3 Vers hat Führung gelangt. Führung. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Es ist genug. Er hat mich gerettet. Er hat mir die Schlüssel vom Himmel gegeben. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe Gnade und Frieden. Mit dem kann ich leben bis zum Schluss von meinem Leben. That's it. Enough. Merci. Langt nicht, dass er mich von der Hölle rausgenommen in den Himmel gebracht. Langt nicht, dass ich mit ihm zusammen leben in ein gottgefälliges Gottesfurcht. Mit Frieden und Gnade, die mich jeden Tag neu erfüllt. Langt das nicht? Nein, langt das nicht mit unserem Gott. Er geht nochmal einen Schritt weiter und er sagt, hey, jetzt sind ihr Teilhaber der göttlichen Natur. Aber wieso? Es ist genug gewesen. Merci. Es hat gelangt. Und er sagt, nein, es langt nicht. Ich will euch noch viel mehr geben. Ich mache euch Teilhaber von meiner göttlichen Natur. Was ist eine göttliche Natur? Teilhaber von der Welt, wo Jesus uns gibt, nicht der Welt, in der wir leben. Jetzt sind wir Teilhaber nur mehr von unserer Welt, wo wir da uns daheim machen.
ein paar Vers weiter, ich werde das heute nicht mehr anschauen, einfach wegen der Zeit, aber ein paar Vers später, Petrus sagt, unser Leib, Körper, ist ein Zelt. Ich liebe das. Ich liebe das. Unser Körper, unsere Welt ist ein Zelt. Und unsere echte Heim ist im Himmel. Wir haben ein Zelt da. Wie viele von uns investieren alles, was wir haben, in das kleine Zelt? Sind ihr mal in Camping gewesen? Haben die ein Zelt? Wir sind alle Schweizer, haben alle ein Zelt. Nehme ich an. Okay, wir sind gut. Jetzt, wie fest tust du dich investieren in dem Zelt? Also ganz sicher, du musst sicherstellen, dass es funktioniert, dass es kein Loch hat, dass es gut genug ist, dass es sauber ist, dass du alles wichtige Sachen drin hast, was du brauchst. Aber ich meine, das ist kein Taj Mahal, das ist kein Kessel. Du tust nicht enorm viel in dem investieren, weil du weißt, du gehst nur für eine Ferien in dem hinein. Du bringst einen Monat Maximum Zeit in dem Zelt. Ich rede zu Schweizer, sorry. Du verbringst vielleicht 3 Monate Zeit in dem Zelt. Aber ich nehme an, nicht länger. Wie viel investieren wir unser Leben in ein Zelt? Anstatt in der himmlischen Daheim. Und das spricht der Petrus vor seinem Tod. Ich investiere nicht mehr in dem Zelt rein. Der Zelt ist schön, ist gut. Ich habe geschaut, dass er gut bleibt. Aber der ist vergänglich. Es kommt noch daheim. Und in dem daheim investiere ich. So. Was ist eine göttliche Natur? Lesen wir Vers 5 bis 7. Die göttliche Natur heisst, eben das verwendet, aber euch auch allen Fleiß. Auf eine andere Übersetzung heisst, bemüht euch. Auf und reicht in euren Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Fangt mit Glaube und endet mit Liebe. So, er schreibt eine Liste, die Gottes Natur repräsentiert. Charakter, Attribut von Gott. Das ist ein Leben in göttlicher Natur. Wenn du die Liste siehst, wie geht es dir mit dem? Was denkst du, wenn du willst, so eine Liste anschauen? Gehst du, meisten von uns, also ich also am ersten Mal, ich lese durch die Liste, habe ich geschaut und gedacht, Glaube, ja, sicher, schön, Tugend, so gute, ja, ein bisschen schon besser wachsen, Erkenntnis, ja, besser, Enthaltsamkeit, so Selbstbeherrschung, ja, nein, danke. Ausharren, ja, das habe ich von Andy Wagner gut gelernt. Er hat immer fast oft nach dem GLCT gesagt, danke für eure Ausharren. Das Wort habe ich nicht gewusst, bis Ende dem Danke für eure Ausharren. Das war sehr ehrend. Das habe ich sehr geliebt. Gottesfurcht, Bruderliebe. Wenn du die Liste siehst, wie gehst du mit dem um? Manchmal, wir gehen so mit dem und sagen, ja, das habe ich, das ist nicht, nein, ist gut. Der kann auch ein bisschen mehr, der ist gut, das langt. Als ob die wären chinesische Spießkarte. Speisekarte, Menü. Sagen wir eine Spießkarte? Speisekarte. Speiskarte. Gut, die sind alle wach. Als ob es wäre ein chinesische Speiskarte. Ich kann einfach Menü sagen. Ich gebe mir wirklich Mühe, gut in Deutsch zu reden. Danke. Menü, Schweizer sagen Menü. Also gehen wir mit dem um, als ob es wäre ein Menü. Den habe ich, das ist ich nie. Nein, das ist nicht kann ich auswählen, pick and choose. Wir brauchen alles. Und wir brauchen alles vollkommen. Ich brauche all diese Sachen, weil die sind Gottes Natur. Die sind göttliche Natur. In dem kann ich leben.
Hast du diese Sachen? Alles. Ja, die habe ich ein bisschen mehr, den habe ich ein bisschen weniger. Nein, geht nicht so. Kannst nicht einen weniger und einen mehr. Wachsen ist jeder von dem. Schau, am Anfang sagt, bemüht euch. Wendet aber euch allen Fleiß auf. Das ist ein bisschen zu lang. Wir bleiben bei dem bemüht euch. Gebt euch Mühe. Strengt euch an. Brauchst Glauben? Bist an einem Ort, wo du mit Glauben am Schwierigkeiten bist? Gib dich Mühe. Hey, brauchst du mehr Bruderliebe? Kannst du nicht vergeben? Denkst, hey, nein, jetzt gehe ich nicht gut mit dem um, mit dem Geschwister der Kirche. Gib dich Mühe. Wie? Bitte um Vergebung. Frag Gott mit seinem Heiligen Geist reinkommen und dir befähigen, in jedem von dem wachsen. Hast du nicht gute Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung? Was machst du? Streng dich an. Streng dich an. Es ist nicht, dass du kannst Nacht schlafen und Gott bitten um die Charakter da und dann am Morgen wachst du auf mit Gottes Erkenntnis. So schön. Hey, ich kenne Gott. Oder mit Glauben. Das wäre mega cool, wenn wir einfach über Nacht die Charakter empfangen, aber leider funktioniert nicht. Wachsen, gib Mühe. Streng dich an, in dem Sinne wachsen. Und wenn ich das sage, was macht das mit dir? Wenn ich die Liste durchschaue, was macht das mit dir? Vielleicht, wie Remo und Doris, bist du tipptopp und easy und das tue ich, ich habe fast alles, ich habe sicher ein bisschen Potenzial zum Wachsen, aber ja, gut. Das ist awesome, gut für dich. Steck alle anderen noch ein. Nimm andere Leute mit. Super. Aber wenn du da bist und denkst, nein, das fehlt bei mir. Nein, da habe ich Mangel, mit dem kämpfe ich. Das Gefühl kenne ich auch. Aber verzweifle nicht. Weil gerade wenn der Heilige Geist kommt und nimmt seinen Finger auf ein von dem Thema oder eine Frage, die ich gestellt habe, und sagt, hey, da fehlt, oder bei dem kannst du wachsen. Dann kommt der Satan im Spiel. Dann kommt der Teufel. Weißt du, was er schreit in deine Ohren? Du genügst nicht. So ein schlechter Christ bist du. Du musst dich schämen. Hey, alle anderen sind viel weiter als du. Schau der Dobrin hat gesagt, der Remo, der ist so viel besser als du. Nein, das ist der Satan. Das ist der Satan. Er versucht jetzt mit uns schlechte Gefühle machen, uns bringen. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, weißt du, was es ist? Das sagt der Petrus selber in Vers 8 und 9. Ich kann den nächsten Vers haben. Denn, by the way, der letzte Vers in 5 bis 7 war. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, das lese ich von euch zwei, und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Vers 9 sagt aber, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Also wenn die da sind, Halleluja, super Job, darf weiter wachsen, darf weitergehen, weil du bringst Frucht. Das Leben bringt Frucht. Wenn die nicht da sind, das heisst, das Leben ist Frucht, unfruchtbar. Auf Englisch ist barren, wenn du kannst nicht mehr schwanger werden. Wie sieht das Leben aus als Christ? Ganz ehrlich, nicht sagen. Wie sieht das Leben aus? Bringt dieses Leben jetzt gerade Frucht oder nicht? Bist du einer von denen, wo du deine Glauben lebst, du kommst in die Kirche, vielleicht wahrscheinlich, du wirst auch für Jesus sterben. Die Frage ist aber, bringt dieses Leben Frucht? Wenn nein, wenn dein Leben keine Frucht bringt. Das Problem ist, dass du kurzsichtig geworden bist. Ist okay, du bist kurzsichtig geworden. Was heisst das? Was heisst, ich bin kurzsichtig geworden? Was heisst, jetzt bin ich blind? Kurzsichtig heisst, ich schaue auf mich.
Ich habe angefangen, nur ich ins Zentrum zu haben. Ich habe angefangen, auf meine Bedürfnisse zu schauen. Auf meine Wünsche, auf meine Familie, auf meinen Umgang. Die Leute um mich herum, das, was mich beschäftigt. Kurzsichtig heisst, mein Fokus bin ich. Ich habe vergessen, auf Gott zu schauen. Ich habe vergessen, meinen Blick grosser zu machen. Ich habe vergessen, eine Brille von der Heiligen Geist auf mein Gesicht zu legen, damit ich viel weiter als das, was mich beschäftigt, sehe. Sehe Ängste, Unzufriedenheit, Probleme, Forderungen im Leben, weiss ich nicht, name it. Auf was schaust du gerade jetzt? Wo ist dein Blick im Leben jetzt? Bist du kurzfristig geworden? Kannst du nur das sehen, was da ist? Wie weit ist deine Sicht? Wenn es nicht weit, dann brauchst du nur den Heiligen Geist zu einladen. Nicht mehr. Du brauchst den Heiligen Geist einladen und sagen, Heiliger Geist, komm mit der Brille. Öffne meine Augen, lass mich sehen. Vielleicht hast du vergessen, wer bist du gewesen? An dem Tag, wo Jesus dich gerettet hat. Magst du dich erinnern an die Rettung? An dem Tag, wo Jesus dich gerufen hat. An dem Tag, wo du Ja zu Jesus gesagt hast. Magst du dich erinnern an dem Tag? Wer bist du gewesen? Ich frage dich, wenn Jesus wird jetzt da ankommen, er wird deine Augen öffnen und dir Blick geben, dass du dich sehen als an dem Tag, wo du ihn noch nicht angenommen hättest. Wie wäre das Leben ohne Jesus heute? Wo wärst du, wenn du Jesus jetzt gerade nicht in deinem Leben hättest? Wie wäre die Familie ausgesehen? Wenn Jesus deine Augen heute aufmachen, um dich selber anzuschauen, ohne ihn, was würde das mit dir machen? Vielleicht hast du vergessen, wer du bist. Was für eine grosse Sünde, Fehler, Versagen hast du gehabt, hättest du gemacht, wenn nicht Jesus dich gerettet hätte. Hast du vergessen, den grossen Sund und den grossen Preis, wo Jesus gezahlt hat. Er hat dich reinigt. Vielleicht hast du das vergessen. Vielleicht, wenn du magst dich nochmal daran erinnern, wer bin ich gewesen und wer bin ich heute? Und wer wäre ich ohne Jesus? Vielleicht das bringt dich zu einem neuen Fundament, um zu sagen, wow, hey, ohne ihn wäre ich so verloren. Ohne ihn wäre ich voll, also ich weiss, Sabrina, ohne Jesus hätte ich lang gestorben, wäre ich nicht da. Ohne Jesus hätte ich lang mein Leben genommen. Mega lang her. Ich hätte es gemacht, locker, ich wäre nicht da. Ach, ohne Jesus. Ich weiss, ich habe nicht all die besten Entscheidungen im Leben gemacht, aber doch viel besser mit ihm als ohne ihn. Vielleicht bring eine Brille von Wahrheit. Wer wäre ich ohne ihn? Wie würde mein Leben aussehen? Was für einen Preis er hat gezahlt, damit ich heute da sitzen kann. Damit ich jeden Sonntag in die Kirche kommen kann. Er hat einen Preis gezahlt, damit ich Gott aber Vater nennen kann. Damit ich all die Charakter, die meine Eltern mir nicht gegeben haben, die sie nicht in mein DNA empfangen durch ihn. Damit ich wachsen in einer Welt, in sein Reich, wo ganz anders ist, von der Reichtum von dieser Welt. Er hat einen Preis gegeben, damit ich nicht mehr bis Ewigkeit in einem Zelt leben muss, sondern ich kann ein Heim mit meinem Vater im Himmel. Wenn du das vergessen hast, wenn du mit dem Lobpreis einsteigen, frag ihn. Jesus, wo in meinem Leben habe ich vergessen? Was für einen Preis du gezahlt hast? Was für ein kostbares Blut hast du mich gekauft? Es tut mir leid. Lass uns beten. Jesus, es tut uns leid, wenn wir kurzsichtig geworden sind, blind und fruchtbar. Es tut mir leid, wenn wir vergessen haben, was du in unserem Leben gemacht hast. Es tut mir leid, wenn wir vergessen haben, wer wir gewesen sind und wer wir sind heute,
durch die Gnade, durch dein Blut. Es tut uns leid, dass wir auf ein falsches Fundament gestanden sind. Ein Fundament, das sich um mich dreht und nicht um dich. Ein Fundament, wo falsche Gedanken, Leistung und Selbstversuch ist, steht die Kraft und Macht und Pracht von deinem Heiligen Geist. Es tut mir leid. Und danke, dass unsere Augen offen ist, um zu sehen, wer du bist, unsere Berufung, unsere Bestimmung in dir finden. Und von dem aus alles geben, um dich ehren, loben und preisen, verherrlichen im Alltag. Frucht bringen von deinem Reich. Amen. Darf ich noch Vers 10 und 11 zum Schluss lesen? Dann gehen wir in Lobpreis. Darum, Brüder und Schwestern, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Wahlung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retter Jesus Christus. Amen.